Schönen guten Morgen für die Webinar von Haut, wo wir zum gucken, wie man Steuer können auf taxix.lu ausfüllen. Ich präsentiere mich ganz sehr. Mein Name ist Patrick Malge. Ich bin Mitgründer von taxix.lu, der Plattform, die Center 2018 gibt, für jeden zu helfen, seine Steuererklärung ganz einfach online auszufüllen. Was gesehen wir heute? Bei mir ganz sehr, was die Sachen, die da bei einer Steuererklärung könnt aufsetzen. Wir gucken, wie ein Zertifikat das da braucht, für die Steuererklärung in dem Moment auszufüllen. Am Beginn ganz einfach dadurch, wenn auf taxix.lu die Steuererklärung so einfach wie möglich kann ausfüllen. Das heißt, dass man ganz einfach eine Steuererklärung simulieren, durchgehen, und ich weiß nicht, dann wie die Plattform funktioniert. Die wichtigste Sache bei der Steuererklärung allgemein so Schlummel ist die verschiedenen Deduktionen, man sich detektieren. Was kann ich aufsetzen, wodurch kann ich Steuern spüren? Und dann die nächste Frage, wovon ich das Zertifikat, den ich dafür brauche. Das sehen wir zu summen. Das ist echt froh, was kann ich aufsetzen? Am Großen und Ganzen können wir so, dass es 3 Kategorien gehen auf der Steuererklärung, wo ihr das könnt aufsetzen. Da den du Schweizer von Depense spezial, das sind zum Beispiel Zinsen, die dort präpersonellen, also prä für ein Autogift bezahlen. Das sind verschiedene Assuranzen, das ist den Bausparvertrag, das kann aber eine Zusatzpension sein oder nach Dauern, wie gesagt, gleich am Detail. Und bei den Abattements, die sogenannten, da fahren wir zum Beispiel Frais Domesticité, das sind Frais für die Crèche, Maison Relais, kann aber eine Person sein, die da angestellt wird, für daheim zu putzen, oder eine Botsfirma, die in dem Moment könnt aufsetzen. Dann haben wir auch, was genannt wird, Charge extraordinär, wie du schon seht, sind die ein bisschen extra. Wir sind auch Doku-Beispiele. Und schlussendlich, und da sind am letzten Jahr größere Änderungen. Alles, was daheim betrifft, Zinsen, die ihr könnt aufsetzen, und auch Notarsfreien und Bankfreien, wenn ihr das letzte Jahr zum Beispiel etwas gekauft habt. Für alle Guten, die Beträge, die ihr aufsetzen könnt, gibt Plafond, das gibt ein Maximum. Wir gehen ganz sehr im Detail durch. Mit einem anderen Webinar, wo wir ein bisschen mehr im Detail gehen, hier geht es hauptsächlich darum zu gucken, wie fülle ich meine Steuererklärung aus. Das ist ganz sehr die verschiedenen Plafonds und die verschiedenen Zertifikate, wo wir die fahren. Erste Kategorie, und das betrifft ganz viel Leute. Ich will so die Integralität von den Utilisateuren von taxix.lu haben, ob man eine Assurance aufzusetzen. Bei den Assuranzen, aber bei den Zinsen und präpersonell, oder ein Plafond von 672 € pro Member an ihrem Staat. Das heißt, eine Familie mit 2 Kindern kann du 4 mal 672 €, also bis zu 2688 € Maximum aufsetzen. Was fällt da drin? Bei einerseits haben wir, wie gesagt, Zinsen auf Präen, auf präpersonellen, wir sprechen nicht vom Prä Haus. Und das ist der häufigste Fall, den wir haben, sind das Prä für Autos oder Ähnliches. Es können aber auch Zinsen sein, die der eventuell auf einer Kreditkarte laufen hat, oder Zinsen, die der hat, weil da beim Kontokorrent an den Minus gerutscht sind. Bei den Assuranzen, da hat für und allem die Responsabilität zivil von ihrem Auto, also das ist die Assurance, die da obligatorisch braucht, für ein Auto zu Lützburg umzumelden. Es gibt auch Lebensversicherungen oder mutuellen oder Privatkrankenversicherungen, die da könnt aufsetzen. Wo fand ihr die Zertifikate? Aber der Vorteil ist, von der Lützburger Residence sieht, und ihr seid bei einer Lützburger Bank oder einem Lützburger Assureur, dann kriegt ihr die Zertifikate für die Steuererklärung von diesen Kompanien zugestellt. Bei der Lalux zum Beispiel kriegt ihr das so beim Feuer, bei der Baloise, DKV, die stellen euch die Zertifikate aus, und da steht dann auch genau drauf auf dem Zertifikat, was ihr könnt aufsetzen. Die gehen zum Teil nach Paper rausgeschickt. Immer mehr muss ich aber anloggen auf die Plattform, also auf die Website von den Kompanien, und da findet ihr die Zertifikate, die ihr braucht. Selbst bei den Zinsen, die ihr bezahlt, wenn ihr bei einer Lützburger Bank prälaufen habt, dann könnt ihr auf die Webbanking gehen, wenn ihr das nämlich per Provider zugeschickt kriegt. Und da findet ihr mal was bei Dokument, von der extra Bankären, die eben dafür da sind, für eine Steuererklärung zu machen. Da steht da ganz genau drauf, was die Zinsen sind, die da bezahlt wird. Selbst wenn ihr ein Autospray habt bei Alpha Kredit, was wir heute gesehen, kriegt ihr normalerweise die Zertifikate zugeschickt per Post oder per E-Mail. Auf jeden Fall sind die ganz nützlich für Steuererklärung auszufüllen.
Dann Bausparvertrag, du kann noch bis zu 672 € pro Member vom Menage aufsetzen. Das ist so, wenn von den Älteren mehr jung als wie 41 Jahre, da geht die Plafond verdoppelt. Das heißt, ein Koppel, wo der Papa feiert wird, mit dem anderen, mit 2 Kindern, die können am Ganzen bis zu 5.376 € aufsetzen. Auch da gehen wir nicht in Detail, was der Bausparvertrag ist. Die wichtigste Regel ist einfach, dass der Kontrakt über 10 Jahre muss laufen. Aber wenn dann in dem Moment Geld zum Schluss ausbezahlt kriegt, dann muss er benutzen, für ein Zuhause zu kaufen, etwas zu renovieren. Oder die können auch benutzen, für ein Prä vom Haus zurückzubezahlen. Auch da findet ihr auf tax6.lu mehr Informationen an Webinare, wo wir just über das schwätzen, und auch für all die Produkte, die wir aufschwätzen, oder all die Monten, die ihr könnt aufsetzen, können Sie auch ganz gerne kontaktieren. Wir können euch helfen, die Sachen auch vorzubringen, also Kontrakte abzumachen. Zuletzt goufen nicht immer 3 Bauspurkäsen. All die anderen Banken haben zuletzt noch mit denen geschafft. Das war Schwäbisch Hall. Die sind im Moment nicht mehr aktiv zuletzt, wenn da nur noch so ein Kontrakt laufen hat. Da kriegt auch von denen immer ein Zertifikat geschickt, können auch weiterhin abzahlen. Und dann haben wir Wüstenrot an BRW. Die 3 Bauspurkäsen, die funktionieren mit Probayer-Zertifikat. Die im Moment kriegt er solche Zertifikat von hinten Probayer geschickt, meistens am Januar, Februar, und dann hat er das, was er braucht, für eine Steuererklärung auszufüllen. Privatzusatzpension, da könnt ihr bis zu 3.200 € pro Erwachsenen aufsetzen. Das ist ein Koppel mit 2 Kindern, da spielt Kinder keine Rolle. Du kannst jeder von den 2 solche Kontrakt abmachen von bis zu 3.200 €. Das ist das Maximum. Natürlich können Sie einen Kontrakt auch abmachen mit viel Männern, ab 50 € im Monat zum Beispiel. Du gehen doch zu wichtige Regeln, dass da frühestens mit 60 Jahren das Kapital zurückgreifen können, weil du sich geduldet hast für die Pension. An ein Minimum von 10 Jahren. Das heißt, wenn der Haut 55 Jahre alt wird, dann muss der Kontrakt Minimum 10 Jahre laufen. Das heißt, frühestens ab 65 können wir dann das Geld zurückgreifen. Auch da können wir helfen, so einen Kontrakt abzumachen. Oder wenn einfach was mehr geworden geht über Zusatzpension, weil das ja einfach ein großes Thema ist, im Moment zu Lützeburg. Pensionen, Pensionsreform, kontaktiert uns, wir können euch da helfen. Auch da Zertifikat, ob der so eine Zusatzpension bei der Bank hat oder bei einem Assureur, kriegt er dann im Moment entweder per Post nachgeschickt oder die loggt sich an per Webbanking oder ob das Portal von ihrem Assureur. An dem Moment können die Zertifikate dann da rufen. Bei den Dons ist es so, die Dons müssen für natürlich Assoziationen gemacht gehen, die auch d'Utilité publique unerkannt sind. Das können Lützeburger sein, das können aber auch Assoziationen sein, die in einem anderen europäischen Land unerkannt gehen. Teilweise gehen auch Assoziationen weltweit akzeptiert. Die muss ich bloß probieren können, was er da bezahlt hat. Für einen Don aufzusetzen, muss er am Ganzen 120 € Don gemacht haben über das Jahr. Das heißt, wenn er 2 Don gemacht hat für jeweils 60 €, dann kann er die aufsetzen, weil er zusammen 120 €. Wenn er just einen Don gemacht hat von 50 €, ist die leider nicht aufsetzbar. Es gibt auch ein Maximum, das ist 1 Million €, respektive 20% von ihrem Revenu. Wenn er letztlich einen Don gemacht hat, dann kriegt er ganz oft von denen Assoziationen ein E-Mail mittlerweile oder einen Brief geschickt, wo genau dran steht, was er für einen Don gemacht hat. Und die können da bei Steuererklärung beilegen. Wenn er nicht so kriegt hat, dann könnt ihr auch einfach ein extra bankär beilegen. Wie gesagt, das ist wichtig, dass die Assoziation unerkannt genoss vom Staat, für das er die auch in dem Moment könnt auf der Steuererklärung geltend machen. Frais de Domesticité. Das ist a priori ein Maximum von 5.400 €, den ihr könnt aufsetzen. Es kann eventuell aber mehr sein. Das hängt auch von der Situation vom Staat, wie eine Steuerklasse, wie viel kann er und so weiter. Auf tax6.lu wird das automatisch gerechnet. Das heißt, für das Freien sei sie einfach alles ab, was er bezahlt hat, und das System guckt automatisch, ob er mehr könnt aufsetzen für die 5.400 oder nicht. Was fällt da drin? Weil das erste Mal ein Frais von ihrem Daheim. Das kann eine Person sein, die da angestellt hat, also die da offiziell angemeldet hat, und auf der CCSS, da kriegt er im Moment ein Zertifikat von der CCSS. Das können auch Botsfirma, Privatbotsfirma sind, die Rechnungen schicken, für ihr daheim zu botzen. Frais de garde d'enfant, das ist für allem Crèchen, die von der kann an der Crèche sind.
An awer och nach Maison Relais of Maison Relais mittlerweile gratis ass während der Schulzeiten. Dat wär dann an dem Moment Maison Relais an de Vakanzen, wo Dir musst bezuelen. An dem Moment kënne déi och ha an dieser Kategorie aufsetzen. Zertifikat vun de Kräche Maison Relais krider normalweis gescheckt am Ufang vum Joer, wann net, an dat Fall fir ganz viel Privatkrächen, die checken net vu sech als Zertifikat, wann der Kind krit het, frot dat no, sie muss sech dann den ausstellen, das einfach kein Beweis, was bezahlt hat, für das der Steuererklärung auch kennt. Okay. Selbst wenn eine Person angestellt wird bei der CCSS, kriegt er von der CCSS am Anfang vom Jahr ein Zertifikat für das Jahr für drin, wo genau drauf steht, was er kann aufsetzen. Aber wenn eine Botsfirma hat, oft, also die Botsfirma, die ständig Zertifikat aus, was er pro Jahr bezahlt hat, am Notfall könnt ihr auch die Rechnungen beilegen oder ein extra Bankär, wo ihr könnt beweisen, dass er da bezahlt hat. Da kann man bei Charge extraordinär, wie gesagt, die ein bisschen speziell sind. Das können zum Beispiel Frais sein, die da beim Doktor hat, die nicht ganz remboursiert gesehen von der Krankenkasse oder von einer Mutuelle oder von einer privaten Krankenversicherung. Das Einfachste ist da, dass da letzten Extra vom Jahr, den er von der CNS kriegt, auf der Rückseite, da fand sich der Montant, den CNS nicht remboursiert hat. Das ist aber so bei den dritten Freien, dass über ein gewisses Minimum muss kommen, für das sie können aufgesetzt gehen. Wir haben so Leute, die so einen Schnell drauf gesagt, auch wenn ich 50 Euro hat, können da machen, die können alles auf Steuererklärung draufsetzen, aber die gehen dann nicht akzeptiert, wenn er nicht über dem Minimum sitzt. Das Minimum hängt auf von der Unzahl von den Leuten in ihrem Staat, wie viel er verdient an ihrer Steuerklasse. Auch da, das System von Tag 6.lu rechnet automatisch aus auf Basis von Informationen, die da an Steuererklärung angeht. Und da sieht direkt, ob es Sinn macht, das Zertifikat zu sichern oder nicht. Frais Medico, also eben ein Beispiel, ein anderes Beispiel, was ganz viel von Exporten benutzt wird, als den Entretien für Member von der Familie. Das heißt, wenn ein Geld gibt an ein anderes Land schicken bei den Eltern, zum Beispiel, weil die an dem Land keine Pension kriegen. In dem Moment können das doch halt gehen, und wenn über das Minimum was, kann das doch aufgesetzt gehen. Andere Beispiele sind auf Quotefrei, wenn das Beispiel ein Divorce oder Streit mit dem Nopa, frei funerärtig, wenn da einen von der Familie begraben muss, und auch da, wenn der größer Freien hat, die da drohen, aber die über dem Minimum sind, dann könnte das im Moment aufsetzen. Wie gesagt, Tag 6.lu geht es einfach das System rechnet automatisch aus, ob ihr die könnt aufsetzen oder nicht. Dann ein größer Changement für das Jahr 2024 geht bei den Zinsen von den Prämien Haus oder Appartement. Du hast die gute Nachricht, dass die 2 ersten Jahre, wo die bien disponibel ist, dass da könnt dann Prä vom Haus oder vom Appartement, du gibt eine gute Nachricht, du hast den Plafond gewechselt. Und zwar kann die 2 ersten Jahre von der Disponibilität von dem Bien, Disponibilität ist zum Beispiel, wenn man etwas Neues baut, im Moment, wenn man Schlüssel kriegt, respektive wenn man etwas Existenzielles, also etwas schon besteht, kauft, und ihr könnt direkt abplanen, weil es nicht ein Ruin ist, dass du dem Moment, wo du bei der Notar geht, du könnt die ersten 2 Jahre Zinsen ohne Plafond aufsetzen. Dann nur die nächsten 4 Jahre sind 4.000 Euro pro Person am Staat, dann nur die nächsten 5 für 3.000 und dann nur 2.000 Euro pro Person. Als Beispiel, hier ist eine Familie, die aus den, oder eine Person, die aus den 15. Mai 2024 angeplant. Das war auch die Disponibilität in dem Fall. Die Steuerjahr 2024 und 2025 kann diese Person seine Zinsen ohne Plafond aufsetzen, integral. 2026 bis 2029 sind da 4.000 Euro pro Person, dann 3.000 und dann noch 2.000. Ihr könnt auf Tag 6.lu gucken, da gibt es eine Sektion Webinar, und da haben wir ein Webinar, die wir für ein paar Wochen organisiert haben, wo es just um die Immobilie geht, wo wir mehr in Detail gehen, aber wo wir auch von den Sachen sprechen, die ihr könnt aufsetzen, das Jahr, wo ihr das Haus oder das Appartement im Moment kauft. Wenn ihr bei einer Lützburger Bank seid, so wie beim Präpersonell, die stellen euch extra aus, von der per Webbanking oder kriegt ihr zugeschickt, wo genau drauf steht, wie viel Zinsen das da bezahlt. Für Frontalinnen erst, die Leute, die an der Grenze wohnen und auch assuriert sind oder bei einer Bank sind, da gibt es bis ein paar Ausnahmen, der Crédit Agricole hat jetzt so mit die meisten Banken assurieren, die stellen nicht ein Spezialzertifikat aus für die letztliche Steuererklärung, also nicht automatisch.
Frot aber du einfach Bank Assureur an der Grenzregion wohnt, die wissen, was braucht für die letzte Steuererklärung. Sie doch sicher, dass die Steuerverwaltung dazu akzeptiert. Wie man als Steuererklärung bei du das nochmal de Schw für die 20 Seiten PDF auszufüllen, Menge darum es geht heute nicht. Der Tisch ich weiß nicht ganz einfach, wie das auf taxx.lu funktioniert. Wann der op seit kommt, dann könnt er sich mal einen Account kreieren, dafür braucht er sich just eine E-Mail-Adresse an ein Passwort fertig ulädt. An der Start also schon direkt an eine Deklaration ran. Hier hast du einen Account, einen Test-Account, wo schon Testdeklarationen dran sind. Der Test im Moment hat verschiedene Möglichkeiten. Die könnt von der PDF vom letzten Jahr einfach die PDF ranladen. Da gibt verschiedene Dinge schon überholt, wie zum Beispiel Adresse, Nummer, Kanner und so weiter. Die könnt von der Enkelbörse eine Deklaration gemacht hat, die kopieren. Die könnt einfach die Dinge dann überholen an die vom neuen Jahr. Oder die können eine ganz alte Deklaration einfach starten, an die ich dann eben alles manuell ausfüllen. Mir mal für so wie es funktioniert, wenn ich einfach ich importiere also eine Deklaration von den letzten Jahren, heißt zum Beispiel von 2020, wo verschiedene Unternehmen ausgefüllt sind, wie Nummer, Adresse an Kanner. Den importieren wir. Importieren. Und dann geht das System hin, startet eine neue Deklaration und füllt verschiedene Sachen aus. Wir sehen gleich, wie das aussieht. Wir sind diesem Jahr auch zwei neue Partneriate, einmal mit der Spurkäse und einmal am Crédit Agricole de Lorraine. Wenn ihr also Spurkäse-Klient seht, kriegt ihr im Moment 30% Remise auf eure Steuererklärung bei taxx.lu. Und das testen wir noch nicht, da gibt es ein Webinar nächste Woche dazu. Du kannst verschiedene Sachen automatisch aus dem Essnet raufladen, an Steuererklärung ranladen, für das Leben reinkehren, wie einfach zu machen. Die wählt aus, machen wir natürlich Steuererklärung für 2024, die könnt als Steuererklärung auch umgehen, wie ihr wollt. Und dann hat er innen zwei verschiedene Knöpfe. An der Sicht die ganze Zeit mit immer nur Sauvegarder et Continuer und dann geht er durchgelegt. Es ist schon dann ausgefüllt, das wenn wir die PDF für hochgeladen haben, das ist eine bestimmte Koppel, da steht auch, wie sie bestimmt gesehen. Aber wenn wir weitergehen, dann sehen wir auch Donnen, die in dem Moment ausgefüllt sind, die auf der Steuererklärung drauf waren. Da sind verschiedene Sachen, die sind rot. Das heißt ganz einfach, dass die Donne auf dem Dokument verdrageln nicht ganz klar war. Zum Beispiel hier kriegt er gesagt, verifiziert votre lieu de naissance, das effektiv Lützeburg, aber wenn er dann in dem Moment aufspeichert, da verschwindet er doch und dann sind die Donne in den Algorithmen schon dran. Hier durch Donne vom Partner. Wir gehen hier einfach weiter. Wie gesagt, die Donne kommen ja aus der Steuererklärung, die wir hochgeladen haben. Wenn er keine hochgeladen hat, füllt er das einfach aus. Ab nächstes Jahr könnt ihr das dann einfach kopieren, für das ihr nicht denken müsst ausfüllen. Da kommt er bei, was man nennen, Situation fiskal. Du kreuzt sich einfach eine Situation an. Das System hat ja schon ein paar Sachen angekreuzt, notamment, dass ein Salär da ist, nicht in der Steuererklärung gesehen, die wir hochgeladen haben, in gesehen, dass Kanner da sind, und nicht auch gesehen, dass wir proprietär sind von unserem Daheim. Also hast du doch schon angeklickt. In Funktion von den Sachen, die ihr anklickt, werden links am Menü mehr oder weniger Formularen auftauchen. Tut dann auf alle Seiten, heißt du Beispiel, heißt just ein FAQ da mit einer Question, da fand er für die Sektion, wo du gerade siehst, die wichtigsten Fragen. Haben wir noch eine großen FAQ, wo da 400-500 Fragen und Antworten fand zu verschiedene Sachen. Ich kann immer da gucken, wenn der bei uns nicht sicher sieht, ob er doch schon eine Antwort fand. Tut auch ganz oft 100 verschiedene Sätze, so eine Infobox, wenn man mit der Maus drauf geht, da könnt ihr noch ein paar Kontinu oder mehr Präzisionen im Moment hinstellen. Und wenn ihr eine Frage habt, hier rechts innen oder den Chat, wenn ihr darauf klickt, da könnt ihr mit dieser Equipe an Kontakt treten und die antworten dann auf eure Frage. Auch dafür wichtig so, weil die Frage oft könnt, sind das Menschen, das ist ein Computer, das sind Menschen, die du antworten. Die erste Frage, die da gestaltet geht, wie E-Mail-Adresse ist weiter, als natürlich ein Roboter, mit denen von der Welt könnt ihr mit einem von unseren Leuten in Verbindung treten. Wir gehen hier einfach mal weiter und da kommen wir schon bei, was man nennen, Autoscan und da verschiedene Möglichkeiten. Also ich habe das Autoscan gedurcht für ein Zertifikat, der kriegt von ihrer Bank, von ihrem Employer und so weiter, für die ganz einfach hochzuladen. Und das System geht die dann gucken, was das für Dokumente sind, und probiert Steuererklärung dann automatisch auszufüllen. Wir testen das mal hier, wir laden hier
Test vun enger Peitzel héich den Klient der vu seg Patron trot. Wir setzen nach e Zertifikat fir eng Zusatzpensionioun bei. Anderen dritt Beispiel hai als Zertifikat vun der Caritas fir eng Maison Relais. Dieses Mann dabei. Der Speichmmer, awer das System lo mëchten importéiert déi. Geht guckt, ob de Zertifikat kennt, a wann kennt, da geht die Donne, die du dran steht, rauslesen, erfüllt dann automatisch den Deel von der Steuererklärung aus. Hier sehen wir die Dokumente, die wir hochgeladen haben, an wir sind auch importiert avec Succès. Das System hat die dort Sachen erkannt und automatisch schon ein Deel ausgefüllt. Wir sind das direkt. Ich setze dann noch ein Zertifikat dabei, just für ein anderes Zertifikat zu weisen. Und zwar ist das der Prä für ein Haus. Das ist aber so, dass auf den Zertifikat, auf den Extra von der Bank ganz oft nicht steht, wie weit das ist, das für ein Auto, ist das für ein Haus. An der fragt das System mir statt, Importation classée, fragt ich dann auf, okay, die Prädo für was ist denn? Da will er einfach aus, weil das für mein Daheim, die speichert er doof, und da geht das System die Donne sichern, und fällt dir auf der richtigen Platz der Steuererklärung aus. Wann der ein PDF hat, den rufen hat über Webbanking oder Site von einem Assureur oder von einem Patron, der per PDF geschickt hat, könnt ihr den direkt herstellen. Wenn der Provider geschickt kriegt, dann haben wir die Möglichkeit, mit einer Scanner-App die Sache in der Steuererklärung dabei zu setzen. Also wie funktioniert das? Ich weiß nicht, das anhand von einem Beispiel. Ihr könnt die App aufladen, die ist Tax.lu Scanner, der ist gratis an alle App Store. Und dadurch wird die App ist frei, als den QR-Code zu scannen. Der QR-Code, das ist den QR-Code, den da hier innen gesieht, also an der Steuererklärung gesieht. Moment. An der Steuererklärung hat den QR-Code stehen, dass wir das Stepper sich weiß, auf welcher Deklaration das gerade sieht, wo der Apps wird dabei hängen. Wir scannen die ganz einfach. Und dann nur zwei Möglichkeiten. Du dann wird die Möglichkeit von der PDF Handy gespeichert wird, den hier auszuwählen. Wir machen nur einfach ein Foto und dann hast du eine normale Scan-App und hast Zertifikat geschickt von Schwäbisch Hall. Wir haben den einfach über das Blatt. Wir waren ein paar Sekunden, wir müssen nicht machen. An der Sommer, okay, dann an dem Moment sieht er, dass er schon das Dokument importiert ist. Er hat das System schon umgegangen, das zu erkennen. Wenn wir auf Sauvegarde klicken, dann sehen wir hier ein Logement. Hier ist das Dokument, das wir eben herangeladen haben. Das System hat das erkannt und hat durch automatisch die Monten, die gebraucht gehen, an der Steuererklärung ausgefüllt. Wenn der etwas hochlädt, was das System nicht erkennt, kann man ganz sehr testen. Ich mache einfach einen zweiten Scan, den ich hochlade von einer Seite, die nicht kann erkannt werden, wenn nicht brauchbares draufsteht. Hier sehen wir, dass wir Besuch kommen. Wir speichern. Das System probiert das Dokument zu erkennen. Und da wird das Problem sein, dass ihr seht, das kennen wir nicht, du hast nicht brauchbares Trop. Hier sehen wir das ist gerichtliches Zertifikat. Und da kriegt er einfach gesagt, was du musst machen, ich gehe einfach weiter. Aber wenn er merkt, dass das Dokument einfach bis an Steuererklärung dabeikommen, dann setzt er auf der Platz, wo es hier gehört, daneben hin, und füllt den Montant manuell aus. Wir gehen hier einfach weiter, wir sind bei den Salären. Da sehen wir, dass schon lauter Sachen ausgefüllt sind. Das sind also die Sachen, die auf dem Zertifikat, den das Person für seinen Patron geschickt hat, schon ausgefüllt hat. Kontrolliert nicht das Montant, ob das System die Algorithmen richtig erkannt hat. Und wir sind auch hier rot angelöscht, da fehlt eine Information. Das ist die Information, wo die Person wieder schafft. Wenn er das ausfüllt und aufspeichert, dann verschwindet der rote Filet. Und dann sieht auch hier, dass er just nach Donne muss kontrollieren. Hier sehen wir einen roten Punkt. Wir kommen gleich zu den Sachen, zu dem Punkt, also zu den roten Punkten, die hier gesagt, da sehen wir ein paar Stück, dazu mehr an ein paar Minuten. Wenn wir weitergehen, sehen wir die Kanner. Das sind die Kanner, die importiert sind mit der Steuererklärung, die wir hochgeladen hatten am Anfang. Habitation principal von Morten, extra von der Reihweise-Käse. Und da fehlt auch eine Information, und zwar, wie das da das Haus gekauft hat. Wenn ich das da geplant habe.
Du ginnet wie man für gesinn Änderungen bei dem was ich kann aufsetzen, dufir guckt dat immer no, dass dat richtig ausfüllt, dat d'Akquisition wie der Kauf tut affiniert disponibel war wann du so froh hue wo doch ha link direkt op den Artikel den ich erklärt wat du genau gebraucht. Megi weiter Frais d'obtention van der Sachen die eventuell du kind aufsetzen. Dépense spezial do hummer ënnen dat de Zertifika vun der Zusatzpension, die man gesinn wo du nicht schon ausgefüllt hast, a wann der Lunner Assurance beigesät hat oder Zinsen op Präen und so weiter, hat er de Moment auch könnten gibt er de Moment gesinn. Respektiv die könnt ihr auch immer manuell beisetzen, die will dann aus wo der die Assurance hut, de Mont könnt aufsetzen im Zertifikat an de können auch das Zertifikat dann entweder iwwer App oder wann das PDF halb dieser Platz dabei hängt. Dann gehen wir weiter bei Frais Domesticité. Wir hatten ein Zertifikat von der Crèche, die von Mahai 411 €, das schon ausgefüllt. Auch da, wenn er ein Dokument hat, ich weiß nicht, Edoménage, also eine Bootsfirma, wo der gewisse Monat abgezahlt hat, können die Datei auswählen. Wir müssen einfach autre, Cleaning, die könnt ihr das Zertifikat beisetzen und dann wird er doch an der Steuererklärung mit. Sie machen ein paar Sachen, die rot sind, und zwar die Nummer vom Dossier. Das heißt, man kennt das nicht richtig ist. Die Dossiersnummer von der Steuerverwaltung, die haben einen gewissen Schema. Hier ist das nicht der Fall. Du wirst das System kontrolliert, dass das nicht richtig sind. Andere, was auch fehlt, auch wichtig, fehlt die Bandsnummer, für wenn der Suche von der Steuerverwaltung zurückkriegt, für das eben auszufüllen. Die guckt dich all die Sachen an, ob du dabei hast, was dich konzerniert. Und dann geht er weiter. Die hat bei PS Schwand fand sich all die Dokumente, die der hochgeladen hat, die sind hier abgelöscht. Wenn der andere Dokumente hat, respektive immer, hat ja die Bootsfirma gerade beigesetzt von 1.000 €, du war kein Zertifikat, können in dem Moment halt Zertifikat noch beiladen. Oder die können einfach unbegrenzt viel Zertifikat auch einfach beiladen, wenn der Meinung sind, dass du Sachen sind, die der Steuerverwaltung noch gerne gibt, dabei lehnen. Da kommen wir auf Zeit Autocheck. An Autocheck also sind auch gut die Sachen an ihrer Steuererklärung, die irgendwie nach keinen Sinn ergeben oder wo wir mengen, wo das System mengt, ich meine, du hast ein kleines Problem, kontrolliert das dann Schrift einkehr. Du haben wir zum Beispiel Numero Dossier, haben wir gerade gesehen, die Nummer, die UGIN hat oder die UGIN as schenkt nicht die richtige Nummer zu sehen. Von der Meinung sieht das alles noch rein, können auch die Message wegklicken, da seid ihr nicht mehr. Kontosummer haben wir davon geschwart, haben wir noch gesehen, dass verschiedene Annexe fehlen. Hier ist noch ein Punkt, Dämmer Schmidt, also das war dann Partnerin, Frau vom Herr, wo wir Steuererklärung herangeladen haben als Test. Du musst auch gehen, dass die Salariers, das ist aber so, dass man bei den Salären kein Salär von der Madame Ugin haben. Die werden wahrscheinlich fehlen. Die kriegt dann ein Bescheid gesagt, du fehlt etwas, geht das von Schrift gucken, die können auch einfach draufklicken, dann kommt direkt bei Rubrik Salär. Du siehst daheim den Salarié Jeff Müller, dem sind dann nicht mehr Ugin. Nicht die von der Frau können die hier drinnen noch beisetzen. Und da will er im Moment die Frau auch aus. Wenn alles durchgegangen ist, dann kommt da irgendwann auf die letzte Zeit, auf das Zeitresultat. Du rechnet das System schon mal aus, wie viel Steuern das da Wert kreieren, respektive wie viel Steuern das muss nur bezahlen. Das hilft dir schon mal direkt zu wissen, was ich dann erwarte. Aber bis du hin hast, der ganze Prozess auch gratis. Das heißt, ihr könnt sich, wenn ihr just für simulieren, wie viel das ihr könnt kriegen, könnt ihr das bis dahin gratis machen. Wenn dann der Steuererklärung betroffen wird, dann haben wir sich 3 verschiedene Optionen. Da den das ist Standard für 50 €. Da könnt ihr sich eine Steuererklärung hochladen. Der nächste, das sind alle Dokumente, die der hochgeladen hat, die gehen dann PDF gemacht. Wenn das System Berechnung gemacht hat, da sind ja auch an denen der nächste Mal dran, für das der Steuerbeamte weiß, wie wir auf die Monate gekommen sind. Und die kriegt dann online eine Analyse, was der steuerlich besser machen, was wir auch an einer Minute gesehen. Dann haben wir den Pack Plus, was das du noch dabei, weil du hast dabei, dass als Equipe eine Steuererklärung ganz kontrolliert, ob das so noch ist, ob du keine Fehler dran sind, ob nicht Sachen sind, die abfallen. Und das wird ganz viel benutzt, können wir auch kontrollieren, ob der Konto von der Steuerverwaltung da richtig ist.
wann als Resultat ha net derselbe ass wie dat vun der Steuerverwaltung. Da können man ha an dem Pack Plus oder Premium gucken, wo die differenziert könnt, ass du dir vergisst, dass den Fehler den Steuerverwaltung gemacht huet, an mir kënne Moment doch hëllefen so dann anzuforderen, wann du Fehler von der Steuerverwaltung wie. Aber im Premium für 149 €, du huet er sech enkeier och een Call dabei, also alles Plus, Medi huet een Videocall, mat denk vum eng Kipp fir Summen iwwer Steuerklein ze goen, wann der Froen huet, dat gëtt ganz viel benutzt vu Leiit, déi froh, weil sie Situation sich ändert, die Kammer kriegen, die bestört gehen, wo und Congé parental geht oder so, wo in die Sachen also kann den Moment ausschwätzen. Bezahlt wird dann einfach per Visaskarte oder Mastercard oder Kreditkarten an, wann der den Standard geholt, dann hat er direkt Access für eine Steuererklärung hochzuladen und eben auf die Guichet hochzuladen oder per Post anzuschicken. Aber im Plus, da kontrolliert also Equipe dann Steuererklärung durch, wenn es das gemacht wird, dann schicken sie ein E-Mail, dass das gemacht ist, oder sie stellen sich noch befroren, was Sachen dabei sind, die nicht klar sind. Wenn der Steuererklärung da fertig ist, dann rechnet das System aus, was man nennt einen Opti-Score. Ein Opti-Score ist also ein Score von 0 bis 100. 0 heißt, du überhaupt nicht aufgesetzt bei einer Steuererklärung und du eben noch viel Potenzial. An diesem Beispiel hier haben wir den Klient noch Möglichkeit, bis zu 4.821 € Steuern zu sparen, über verschiedene Möglichkeiten, die kann aufsetzen. Wie gesagt, 22, also schlecht auf das Tisch, das persönlich nicht ganz viel aufgesetzt, die geht nach vielen Mann, 100 gefälscht, dass überall am Maximum sieht. Die fand hier Video, wie Steueroptimierung funktioniert, 1-2 Minuten. Die könnt direkt ein Call buchen, man denkt von unseren Experten, für zu gucken, was der steuerlich noch kennt, besser machen, was sind die Produkte, die euch noch helfen. Und ich sehe doch heute im Detail, zum Beispiel Zusatzpension, haben wir noch Score von 50, das heißt, du kannst nach etwas zusätzlich aufsetzen, und das gibt für das Familie 1370 € Steuern pro Jahr bedeuten, die sie geben spüren. Selbst bei den Assuranzen oder beim Epargne-Logement, und kann ich noch an den dann mit Dave randauchen und gucken, Epargne-Logement, was geht da? Ja, du kannst bis zu 3.200 € aufsetzen, so können auf der Börse investiert gehen, aber 60 Jahre kannst du die ausbezahlen lassen. Auch da ein kleines Video für das zu erklären. Am einen kleinen Simulator, das Familie geht nach zusätzlich 3.200 € abbezahlen, das wären 266 € im Monat. Wenn das zu viel ist, kann man einfach ausrechnen, okay, wenn ich 100 € im Monat investieren, wie viel Steuersparnis gibt das machen? Und das wäre in diesem Fall 514 €. Wenn ihr so einen Kontrakt füllt, kann das direkt online machen. Oder es hält ihr wo man denkt von unserer Equipe mit dem Dotte-Knäppchen und dann rufen wir euch an und dann machen wir zusammen den Point. Voilà, das ist sich so wie es auf tax6.lu funktioniert. Wie gesagt, wenn ihr froh seid, zeigt nicht als einen Chat zu benutzen, dafür sind wir da. Aber ihr findet noch ganz viele Informationen an den FAQen. Ihr findet auch hier auf der Hauptseite von tax6.lu Artikel zur Steuererklärung, News, der FAQen, verschiedene Webinaren, Simulatoren, wo ihr eure Büro könnt finden, wenn ihr den nicht wisst, wo ihr könnt ausrechnen, wie viel Sortes und Düder ihr könnt aufsetzen, guckt euch das an, die durch Informationen zu all den Sachen, die ihr könnt aufsetzen, überall könnt ihr mit dieser Kontakt treten, für das mir euch helfen. Ich wünsche euch merci für eure Aufmerksamkeit, ich hoffe, es war interessant. Und wie gesagt, wenn ihr froh seid, nicht kontaktiert als Equipe, und wir sind gerne da für euch, sowie ganz vielen anderen Steuerzahlern im Land zu helfen. Merci vielmals.